Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Hihi. So, dann gucken wir nochmal, wie unser Einnahme, vor allem Einnahme aussehen. Ach, das sieht doch ganz ordentlich aus, dafür, dass noch nichts auf unsere Felder wächst. Ach ja, schon der dritte Tag im Herbst, das geht rasend schnell. Ja, die heutige Episode können wir mal mit diverse Sachen verbringen, wie zum Beispiel unseren Fußboote wässern. Gucken wir doch mal. 2 Sonnenblumensaat. Wir brauchen nur Annie. Ja, genau. Den Boden können wir auch noch wässern für die Symmetrie. Hast du richtig erkannt, Ackermann? Und jedes Mal, wenn meine Maus ein bisschen weiter weg ist. Okay. Dumm. Kaffee. Dann das hier wieder rein. Ah, das ist so richtig schön, die besinnliche Musik, finde ich. Königin der Soßen wiederholt sich mit Ahornriegel. Das wissen wir aber schon. Wetterbericht von Moje sagt, das ist wunderschön und natürlich sonnig wird. Was sagst du dann? Ja, du kannst ja glauben, dass du so jung schon Mutter bist. Das glaube ich da. Okay, hier ist noch nichts Neues gereift. Dann gucken wir noch unserem Filius, was der so treibt. Ah, der ratzt natürlich wieder. Jo, natürlich, schläft der Adam. Und mit so einem schönen Kamin direkt neben dran. Ah, das wird natürlich frieren wie Sau. Okay, was der Weih angeht, schmeißen wir gleich mal runter. Und der nächste Weih, den machen wir in einer besonders tolle Qualität. Und zwar nehmen wir wieder das Obst aus unserem Gewächshaus. Anscheinend ist es sehr fasziniert von dem Kristallthron. So, da ist es ja unser Weihfach. Wisst was? Es ist einfach mal wieder Zeit, finde ich. Es ist einfach mal Zeit, weil wieder Herbst ist. Ich habe gesehen, wir haben noch ein paar hier irgendwo. Irgendwo haben wir welche rumfliegen. Genau, weil Herbst ist und ich meine Frau so lieb habe, ist die für dich. Bitteschön. So, natürlich liebst du das. Das war mal klar. Hin und wieder muss das auch mal einfach sein, ne? Nie die Frau für selbstverständlich nehmen. Immer mal wieder kleine Geschenke zwischendurch machen. So, das Zeug können wir verkaufen. Da gucken wir auch schon noch unsere Tiere. Ah, das sieht doch schon gut aus hier. Da machen wir einen schönen Apfelweih. Aber wir brauchen noch das andere Ding dazu, noch eine andere Frucht. Ja, euch geht's gut? Ja, ach? Okay. Petra geht's auch so gut. Sehr schön. Dann. Das Enterei. Dann hier und hier. Und hier. Dann raus mit euch, ihr Rabauke. Und ihr, schauen wir mal. Ach Gott, wie die sich hier schier aufeinander stapeln. Die wollen anscheinend raus, die Tiere. Na gut, wenn ihr raus wollt, dann Wunsch erfüllt. Kommt mal raus. Ah, die Ziegemilche, die müssen natürlich mal wieder warten. Da müsste ich vielleicht noch 2 extra machen. Na gut, schauen wir erstmal. Hier haben wir tatsächlich noch Zeug drin. Eine Aprikose und eine Brombeere. Ja, Grunz. Und hier ist mal wieder jede Menge Kruscht noch gewachsen. Ich glaube, ich habe Bock auf so ein Kirschweih. Kirschweih ist bestimmt toll. Wobei so ein Pershing. Oh, ich kaufe ja auch immer mein Weih beim Winzer in der Palz. Und der hat so ein ultra geile Pershing-Likör. Der macht den aus Weuberg-Pershing und aus einem speziellen lieblichen Weu von seinem Gut. Und das bringt er dann zum Brenner und der macht dann Likör dort raus. Und ich sag's euch, der Likör, der schmeckt wie der beste Pershing-Eistee, den man sich vorstellen kann. Mit so einem ganz leichter alkoholischer Abklang am Ende. Der schmeckt dermaßen episch. Das ist der beste Pershing-Likör, den ich jemals getrunken habe. Deswegen, wisst was? Genau das machen wir heute. Wir machen einen schönen
Oh, da ist noch was. Holen wir uns. Wir machen einen schönen Pershing-Woi. Und wir machen einen Appelwoi. Damit die Hesser auch zufrieden sind, ne? Quatsch, was will ich dann? So. Trüffel kommt erstmal durch Reihe. So. Dann, genau, Pershing. Pershing-Woi und ein Appelwoi für jeden Hesser. Gut, der Rest kommt hier wieder rein. Die Entefeder nicht. Die ist noch für übermorgen dann, wenn Elliot Geburtstag hat. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal dort rum, dass die Felder hier laufen. Jawohl. Ja, wesentlich weniger R wird als vorher noch. Und... Jo, schön. Wie gesagt, du, machen wir uns einfach so wenig R wird wie möglich hier. Schön. Hier noch. Und da noch. Das geht hier mittlerweile wieder ratzfatz. Da drüber bei den Kürbisse. Natürlich, die sind alle schon dank unserem Iridium-Sprinklersystem allesamt schon gewässert. Hoppla. So. Und so. Da wir in den letzten Tagen nicht so wirklich Zeit dafür gehabt haben, bin ich doch auch sehr stark dafür, dass wir nochmal bei Krobus vorbeigucken. Einfach mal um zu gucken, ob der möglicherweise noch Iridium-Sprinkler im Angebot hat. Wäre halt echt toll. So, ich mag aber vorher noch, hoppla, mag ich noch hier ein bisschen auffüllen. Und dann gehen wir noch auf die große Kürbisfelder. Ah, jetzt ist ja allmählich auch wieder im Real Life die Zeit für Kürbisse, für Kürbissuppe, Kürbisgemüse zusammen mit Süßkartoffeln und Kürbis ist auch super geil als Beilagegemüse. Okay. Genau, das kommt auch da rein. Dann schauen wir nochmal. Jo, das sieht doch auch soweit gut aus. Können wir jetzt die Käserei Runde 2 in Auftrag geben? So und so. Das haben wir sogar schon in Silberqualität, das Zeug. Na. So. Ausgezeichnet. Dann können wir nämlich auch sehr bald unsere eigene Schatte-Mayonnaise herstellen, wenn die dann Schatte-Eier legt. Perfekt. Reihe und Reihe. Und der kommt wieder runter zum Nachstinker. Sie guckt immer noch so seelenlos auf ihren Stuhl. Machen wir ein bisschen Sorge um die Junior. Jo. Jetzt ist die Reihe auch wieder aufgefüllt. Perfekt. Was macht er dann, die Junior? Der pennt noch. Okay. Ja, jetzt kommt sie mittlerweile auch wieder in Bewegung. Nicht schlecht. Ich habe schon befürchtet, ihr wäre irgendwas zugestoßen. So, also. Wir marschieren wieder runter in die Kanalisation und gucken, ob Krobus was Schönes hat. 500.000 auf die sparen wir sowieso. Und dann, wie gesagt, ah ja genau, Holzhacker habe ich in der letzten Episode wieder verschnarcht. Müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Ne, wir gehen so rum. Okay. Was hat er dann, unseren guten Kanalverkäufer? Was findest du dann für Sache? Längdorsch findest du. So. Nichts Besonderes. Na gut, Freitag und Sonntag ist dann mal wieder für Reiseware reserviert. Das heißt, wir gucken jetzt mal kurz wegen einer Daily. Aber eine Daily ist nicht vorhanden. Na gut. Dann machen wir uns halt auf den Weg. Und gucken mal, wie es da unten aussieht. Mit der ganzen Bam und Pipapo. Ich brauche nämlich Harz. Und ich brauche Holz. Jede Menge. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Sehr schön. Fliegender Wechsel. Gut, schnell, dass ich mein kleines Küken noch tot trampel. Das wäre absolute Schande. Das war nämlich ganz schön teuer.
Und außerdem mag ich schwarze Tiere, beziehungsweise schwarze Hühner und so Zeug. Das ist cool. Da gibt es ja auch in Japan, glaube ich, ist das diese Sonderzüchtung. Mit schwarze Hühner, die auch so schwarze Eier legen. Das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Moment, vielleicht in die andere Richtung. Verflixt. Habe ich ihn schon zu sehr in die Richtung Schlacher. Oh Mann, du hämmer jo richtig gut was zu tun. Hier ist nix. Aber ja, hier hämmert tatsächlich jede Menge zu tun. Na dann, nix wie an die Erwert. Harz schmeißen die auch ab. So, Ackermann, an die Erwert. So. Jede Menge Buschwerk noch hier. Okay. Die Junior-Bam, die lassen wir so gut wie möglich stehen. Also wie gesagt, so gut wie möglich halt. Okay, der war anscheinend schon mal vorher arg schlacher. Gut. Bevor die Bam hier tatsächlich auch Überhand nehmen, mache ich das doch lieber auf die Art und Weise. Dann kann nämlich das Zeug wieder dicht noch wachsen. Und wie gesagt, die Junior, nur wenn sich's vermeiden lässt. Okilidokili. Ups, was mache ich denn hier die ganze Zeit von Käse? Also Harz brauchen wir jetzt auf jeden Fall mehr denn je mal wieder. 66, ja, das ist mal ein bisschen zu wenig, weil wenn ich dann im Frühling wieder die Felder mache, dann ist das wieder so eine Sache. Da brauche ich bis dahin wieder jede Menge Harz. Und dann möchte ich eigentlich jetzt schon mehr, da wenn ich als Sammler. Wenn sich jetzt schon die Gelegenheit dafür gibt, dann mache ich das auch jetzt. Hopp, das sieht doch soweit ganz ordentlich aus. Das schlagen wir auch noch fort. Ja, ich denke, da bin ich relativ gut und sauber durchkommen durch das Ganze. Hopp. Lassen wir das mal gut sein für heute. Wobei, der steht mir jetzt auch noch gerade im Weg. Ach Gott, wenn ich dann die ersten Tage auf dem Pelzerhof denke, wie viel Zeit da noch war und wie wenn ich Bäm, ich hab schlagen können, ohne dass ich gleich eine ganze Pause gebraucht habe mit zig Müsli-Riegel und Zeug. Und wieder mal Energie hab aufladen müssen. Und jetzt mittlerweile sogar noch so ein ganzer Arbeitstag mit Bewässerung von der riesigen Feldanlage, die ich ja mittlerweile habe und pipapo. Sogar dann bin ich auch in der Lage, hier so ein ganzes Waldstück abzuholzen. Der ist mittlerweile so ein richtiges Tier, der Ackermann. Ja, sehr schön. Okay, jetzt sind wir dann doch wieder bei 132 Harz. Das ist schon mal ein guter Ersatz. Da habe ich jetzt mal Siggi abgestellt. Na, die wird schon wieder heimfinden. Hier ist der Teufel, wo die Siggi steckt. Vielleicht war es auch zu viel und sie ist heimgegangen. Man weiß es nicht. So, die machen wir auch mal ein bisschen weg. Okay. Die zwei sind auch gut. In einer normaler Qualität, in ein Gold. Sehr schön, hier wieder zu. Alles hier, wo es hier gehört. Und zwar sind wir jetzt bei 999. Sehr schön. Da können wir nämlich gleich schon mal zweites Feld für anlegen. Gut, das heißt, die 950, die haben wir jetzt auf jeden Fall schon. So. Für das Haus, jetzt brauchen wir nur noch 130.000 knapp in etwa für Pams Haus. Ja, hier gibt es auch anscheinend interessante Sache im Haus. Hopp, dann die... Ja, der wird wahrscheinlich ewig brauchen, bis er endgültig gereift ist. Oh, jetzt allmählich könnte man bald wieder ein paar Sachen abernten. Sonst platzt man der Keller aus alle Nähte und ich muss hier neben noch Fässer anlegen. Okay, der Kaffee legen wir schon mal vom Mäuer hier. Der wird dann wahrscheinlich schon kalt sein, ne? Am nächsten Morgen. Kalter Kaffee schmeckt echt zum Fortrenner. Na gut, dann wieder rein mit uns. Lampe könnte ich mir auch mal kaufen, wenn wir mal wieder Gelegenheit zu haben, mal irgendwo in die zu kaufen. Höhl vor allem. Höhl ich mir vielleicht ein Lämpchen. So. Wie schaut's dann hier aus? Am 4. Tag.
Natürlich nix. Große Erntezeit hier, wie es aussieht. Okay, dann holen wir erstmal die Kaktusfrüchte. Dann schauen wir mal, dass wir das jetzt auch nochmal alles hier kriegen. Dumm. 6 Dodofu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann brauchen wir noch 3er. Ja, die haben nicht alle abgeworfen. Die haben leider nicht alle Samen abgeworfen. Schade. Aber wir haben ja genug wieder zum Nachfüller. Okay. Unseren Kaffee muss wieder gegossen werden. Die Glotze sagt, vermäuer, wölkig vor allem, bewölkt mit Windböe und Brombeerezeit ist jetzt auch noch. Ja, die frucht sich nach wie vor bei unserem Junior, der Ackersohn, ob der zum Ackermann wird. Aber er ratzt natürlich wieder, dreht sich ein bisschen im Schlaf, goldige Gewitterputze, ist ja auch unser Junior. Jo, dann sind 5 Käse wieder gut. Schafft zumindest wieder ein bisschen Platz. Können wir mit unserer Köder theoretisch schon wieder rumrennen? Hier und hier. Moment, da haben wir ja noch mehr. Genau. Dann hier noch. Stuff and Things. Zeucherei. Kaffee, Runtergurkle. Und jetzt Ackermann, Schafe! Erstmal hier ohne. Daher hat das Feld nämlich, beendet und müssen dann später nicht ständig irgendwelche Umwege latschen. Okay. Dann der Kram. Ich bin eigentlich auch dafür, dass das mit Iridium-Sprinkler sehr bald geregelt wird. Damit die 2 Felder hier ohne autark sein können. So wie die 2 Kürbisfelder beim Gewächshaus. Bin ich eigentlich sehr stark dafür. Jetzt habe ich die Tiere vergessen. Na egal, dafür haben wir jetzt die umständliche Sache da unten schon gemacht. Wir müssen dann später nämlich hier gehen. Dann ihr Tierchen. Ihr kriegt natürlich alle die Aufmerksamkeit, die ihr verdient und braucht. Dann hier noch. Gut. Enterei. Das kommen wir dann noch hin. Das dort hier und die 2 hier. Raus mit der Bagage. Die sollen ihren Spaß haben. Und Streichelrunde wie Sau, habe ich gesagt. So. Na, komm schon. Sehr schön. Warte mal. Ohne die Produkte sollte ich hier nicht rausgehen. Gucken wir, dass wir das jetzt noch gemacht kriegen. Und 3-mal in fetter Iridium-Qualität. Und hier natürlich noch ein bisschen Silberwolle, die wir leider nicht auf höherer Qualität kriegen. Schnell in der Höhle vorbei. Gucken, ob wir hier noch was haben. Ah jo. So Lachsbär. Wie spiele ich mir hin? Schmeckt noch Lachs. Lachs. Das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wenn es so Bär gibt, die tatsächlich noch Lachs schmeckt. Ich meine, ich mag den Geschmack noch Lachs. Aber bei einer Frucht würde ich was anderes erwarten als der Geschmack noch Lachs. Oh yeah. Sieht gut aus. Dann noch hier schnell Abernte. Sehr schön. Und bei tödlichem Schweigen im Gewächshaus ist es einfach nur ernst wie Sau hier. Da wird bloß nicht gelacht, da gibt's keine Musik. Wenn es Musik gibt, dann muss man denjenigen totschlagen mit seinem eigenen Instrument. Deswegen, pst, Goschalde. Zeichgieße. Schaffe. Und dann noch hier das Zeichrei. Ich meine, ich finde die Herbstmusik eigentlich auch sehr schön. Das ist auch sehr passend zu der Jahreszeit, wie ich finde. Trotzdem, meine Lieblingsmusik im Spiel ist es definitiv nicht. Also generell die Lieder, die man hier im Herbst hat. Ich muss auch sagen, ich finde eigentlich auch vom Sommer her, finde ich eigentlich auch nur Nature's Crescendo toll. Die anderen sind eigentlich auch eher so, ja, diese komische Guru-Musik, diese indische Guru-Mucke. Und das andere, das ist jetzt auch nicht so mein Fall. Aber Nature's Crescendo
ist und bleibt das tollste Lied in ganz Stardew Valley. Ah, da ist spontan ein Trüffel erschienen, wenn ihr das gesehen habt. So. Das hat die gut Bertha ausgebuddelt. Ach ja, ich freue mich echt auf die Tage, an denen hier nur noch Iridium-Sprinkler die ganze Arbeit übernehmen. Und der Ackermann durch die Maschine ersetzt wird. Was? Was? Okay, dann rein mit dem ganzen Kram. Hier. Und hier rein. Und desto dort hier. Haben wir eigentlich noch Eisenbarre? Ich muss gerade mal gucken. Ja, 7 Stück. Dann nehmen wir das doch mal. Und 5 Dodo vor. Und fangen doch schon mal an, unser Eisenbarre weiterzumachen. Ja. Sehr schön. Dann wäre unseren Käse nämlich auch wieder so weit runter zu kommen. Ach, ich merke, ich brauche in Jahr 3 auf jeden Fall noch ein paar Knechte auf dem Hof. Huch. Okay. Eigentlich war der Käse nicht für dich gedacht. Eigentlich wollte ich hier vorbei. Hilfe. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich einer von meinen Käse verschwendet, aber offensichtlich hat Abby Hunger. Abby, es ist ja super schön, dass wir verheiratet sind und alles, aber ich möchte doch raus. Hallo. Meine Frau lässt mich nicht rein. Jetzt habe ich den Käse als Wegzoll verschwendet. Scheiße. Na gut, dann halt was anderes. Was machen wir dann halt noch? Gut, die Frucht. Irgendwas müssen wir ja halt auch noch schaffen. Das war ja nur die tägliche Arbeit, ne? Geh fort. Dann gehen wir erstmal in die Stadt. Gucken noch eine Daily Quest. Und dann gucken wir noch zusätzlich, tja, was gucken wir noch zusätzlich? Bei Krobus können wir noch vorbeigucken. Der obligatorische tägliche Besuch. Weil wenn ein Iridium-Sprinkler im Angebot hat, dann möchte ich mal den Wochetag merken, an dem er das hat. Super Gurke für das Seppel. Der kann mich mal sonst wo, der kann mich mal am Abend besuchen. Na gut, dann hier. Und hier runter. So, Kumpel, wie sieht's aus? Nee, ich erzähle auch niemand von dir. Ganz ehrlich, mit Indianer-Ehrenwort. Hat er später nur Schampel im Angebot, Kerl. Schade. Na gut, die Daily, die habe ich mir oder wenn ich in den Wind geschossen. Gucken wir doch einfach mal bei Mani vorbei. Hier fällt allmählich nichts mehr ein, was man so machen kann. Ah, die hat schon für Halloween dekoriert. Ja, sie ist da. Gucken wir nochmal bei Tiere. Wutz, Hase, Schaf, Ent, Huhn, Zieg und Kuh. Tja. Sieht man nicht wirklich so aus, als ob man... Okay. Tja, sieht nicht so aus, als hätten wir hier noch irgendwas Besonderes Neues. Schön wären natürlich mal neue Tiere. Aber, man kann halt alles haben. Okay, wir können hier unten noch mal ein bisschen aufrahmen. Ich denke, das ist eine sinnvolle Aufgabe. Ich meine, unseren Weg, der muss ja immer frei sein. Und wir reisen ja meistens hier von der Seite an. Deswegen machen wir jetzt einfach mal hier den Weg ein bisschen frei. Warte mal, das machen wir so. Damit uns der ganze Kram nicht in der Teich plotzt. So machen wir das jetzt. Zusätzlich gehen wir hier unten nochmal ordentlich auf Grasjagd. Ja, unser Wutz hat anscheinend wieder was ausgegraben. Ich hab's doch gehört. Okay. Dann, nachdem die Dinger jetzt fort sind, Ackermann schnappt er die Sens. Dann machen wir nämlich hier erstmal ein bisschen frei nochmal.
Und rahmen hier noch ein bisschen auf. Gut. Aller hopp. Ja, das kann sich ja alles in die andere Richtung so weiter ausbreiten, ist keine Sache. Nur haben wir auch zwar noch keinen akuten Notstand, was Heu angeht, aber man sollte immer mal wieder so ein bisschen noch Sense. So. Gut, 41 ist in Ordnung. Dann hier noch die Axt. Haben wir hier noch frei. Einfach nur, dass der Weg hier noch ein bisschen aufgerahmter aussieht. Dann sieht es auch wenigstens noch gewollt aus, ne? Okay. Gut. Jetzt sieht es auch nicht mehr so noch Wildnis aus, sondern jetzt sieht es auch wirklich noch gewollt aus. Wir könnten irgendwann auch mal Pfade anlegen. Könnte auch nicht verkehrt sein. Wenn wir dann feste Wege mal anlegen würden irgendwann. Dann wäre unser Hof auch noch strukturierter. Und das ganze Ding hier, also hier können wir auf jeden Fall noch Felder anlegen, denke ich, ne? Bis zum Teich kommen wir, denke ich, schon noch. Dass wir da Felder noch anlegen könnten. Weil wenn, dann möchte ich natürlich auch so synchron wie möglich haben. Dass die auch wieder mit denen abschließen können. So. Ihr Junimos, ihr habt natürlich nichts gesammelt. Ah, okay. Du kannst es sogar verbieten, dass sie das machen. Aber wieso sollte ich das, wenn ich die Hütte errichten lasse, ne? Wieso sollte ich nur sowas verbieten? Hier machen wir auch noch weg. Der stört einfach nur mein Sichtfeld, genauso wie der hier. Ich mag das nicht so à la Bob Ross, wenn alles mit Bäumen zugehängt ist. Hier machen wir auch noch ein bisschen die Stäbe fort. Dann sieht es doch jetzt auch wieder gescheit aus. Das lassen wir für die Tiere stehen, weil die holen sich noch hin und wieder hier ihr Zeug. Nur den Kram können wir wegmachen. Genauso wie das Buschwerk hier. Ist auch unnötig. So, fahren wir weg. Genauso wie das Ding. Das stört mich jetzt. Ach, wieder, das muss über Nacht gewachsen sein, das Ding. Wächst wie Unkraut, das Zeug. Verflixt noch eins. Dann kümmern wir uns darum, dass das auch noch weggeht. Und hier und hier. Alles klar. Gute Sache. Hier, hier und hier. Dann ist auch alles wieder aufgerahmt. Super. Perfekt. Dann können wir gerade nochmal hier. Jupp. Und dup, dup, dup. Und rechts kommt noch rein. Zapp, zapp. Dann nichts wie zu damit. Und hier ebenfalls. Ich hoffe, Abigail ist jetzt mittlerweile weg von der. Dann. Bam, 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 bam. Zum Glück war das ja mit dem Käse ein neutrales Geschenk und kein Geschenk, was er hasst wie Sau oder so. Das wäre natürlich richtig kacke gewesen. Okay. So. 60 können wir noch wieder reinmachen. Jetzt haben wir doch wieder relativ gutes Arsenal. Oh, 420 Holz, sieht auch nicht schlecht aus. Ja, dann nochmal einmal der Trüffel. Und das Trüffelöl kommt gleich rein. Dann die Geode, die halten wir einfach für morgen hier. Und die Entefeder als Geschenk. Und der Käse muss in den Keller. Sie ist ja alles noch da. Gewitter erleid. Die ist ja immer noch da. Unglaublich, die Frau. Ja, dann geht er mal ins Bett. Ich komme echt nicht durch hier. Das gibt's doch gar nicht. Darf doch nicht wahr sein, oder? Da komme ich an. Ich komme ach hier nicht durch. Ich bin aber auch, glaube ich, dafür, dass wir das Zeug mal ein bisschen weiter wegstellen. So unmittelbar ist echt kacke. Abigail, wenn ich das sag. Ich habe der jetzt auch schon... Ah, der kann ich ewig Geschenke machen. Okay. Ich wäre sogar noch bereit, einen Schokoladekuchen oder sowas zu opfern für sie, aber Gewitter erleid. Warte mal, das ist der für Penny gewesen, den ich gestern gebraucht habe. Der kommt auch wieder dorthin zurück, dass wir wieder bei 4 sind. Fra, mach Platz, mach doch einfach Platz. So, alter Falter. Die Frau noch umchecken gemusst, nur um an ihr vorbeizukommen. Das gibt's ja gar nicht. Gut. Dann werde ich aber auch sagen, das ist meine letzte Episode für heute, ihr liebe Leute. Also zumindest vom Aufnehmen her.
Und wir sehen uns selbstverständlich immer mal wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo wir dann Eliots Geburtstag feiern werden. Und dann ist erstmal wieder lang nichts, bis Jodie kommt und dann unser Fra. Also machen's gut und bis immer mal wieder. Jetzt kann ich auch direkt ins Bett reingehen, so ist es nicht. Schauen wir uns mal die Einnahmen ein bisschen an. Ja, das hätte natürlich noch besser machen können, hätte ich einer nicht für Abby geopfert, aber so ist's halt. Gut, wir sehen uns am 5. Tag wieder, Evermeier. Machen's gut bis dahin. Iron Yankee.